다 되는데, 다 손제, 이 많은 거 야채기 손제 니마 dimbat 차려. 다 되려 Heute 통. ist der 7. Tag dieses Marngok Sommer Dharma und bevor ich jetzt beginne, möchte ich hier etwas sagen. 다는 신기야. 시chuan xinjian dang. 다는 총회 xinjian 地区区里也比比利时个。어다地区 나로라. 지 내암대 양도시 캡데도 로데게 근데 니즈 과도. Es ist im Augenblick so, dass diese Corona-Pandemie in tibetischen Regionen, im autonomen Tibet, wie auch in Gebieten von Qinghai und Tschetschen sich ausbreitet und Sichuan, wo viele tibetische Bevölkerungsgruppen sich angesiedelt haben. Das ist etwas, das ich gehört habe und was mir Sorge bereitet. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass obwohl die Pandemie in Tibet, in China insgesamt sehr unter Kontrolle ist, das nicht der Fall ist in den tibetischen Regionen. Und wir sollen sehr vorsichtig sein mit dieser Pandemie. Das auch je persönlich. Und da wir in der tibetischen Tradition dem Wege des Buddha folgen und deshalb zu den Schutz des Buddha, Dharma und Sanghas aussuchen, sollten wir unsere Bitten auch an den Guru, die Yidam-Gottheiten und die Dharma-Schützer richten. Und wir sollten außerdem nach unseren Möglichkeiten Dharanis und Bodhisattva Dharanis sprechen, Tara bitten, Preisungen wiederholen und die Bitten, Herzensbitten an große Meister wie Padmasambhava sprechen und besonders die Dharanis von Mariji und Shavari. Wer immer die Möglichkeit dazu hat, sollte dies tun. Das ist vielleicht sehr schwierig, dann in solchen Situationen hin und her zu reisen. Das Wichtige ist, dass wir eine innere geistige Stärke, eine Bewusstseinsstärke in unserem Gemüt erreichen. Aus meiner eigenen Seite her habe ich den Herzenswunsch, dass alle diese Menschen, die in diesen tibetischen Regionen leben, von guter Gesundheit, frohen Mutes sein, und ich möchte euch alle dazu einladen, dieselben Wünsche zu tun. Und was die heutige Unterweisung angeht, haben wir andern Tags hier habe ich die Lebensgeschichte von Mark Kashaba andern Tags hier vorgetragen. Und da gibt es natürlich viel mehr zu sagen. Und auf deiner Seite gibt es dann sehr viel, jeder vergeht damit viel Zeit. Und bevor ich als überhaupt hier vortragen kann, muss ich all diese Informationen zusammentragen und aus den verschiedenen Bibliotheken meine Bücher zusammenbekommen. Das ist durchaus nicht ganz einfach. Wenn ich in der Zukunft mehr Zeit hätte, würde ich darüber gerne sprechen. Hier sprechen wir aber in erster Linie, und das ist unser Hauptthema, über das erste Konzil. Und deshalb möchte ich euch heute erst eine Einführung in Ananda geben, in Anandas Lebensgeschichte.
다들 민족이 그것도 담비 민족의 군거유고 군거어디 말에 민족직 Wir sprechen also über einen der wichtigen Personen, Teilnehmer dieses ersten Konzils, über Ananda. 다 군거어디에 생려야 가르세 다 야게 완 세비나 아난다 슈도아 Der Name von Name Ananda, das ist ein Sanskrit-Name, allseits erfreulich von der Bedeutung her. Hier ist ein Bild, ein Abbild zu sehen. Das ist also eine Abbildung, die sich an den Tunuan-Höhlen findet. Wenn man über die Lebensgeschichte von Ananda sprechen möchte, dann ist es vielleicht gut, es in der Weise darüber zu sprechen. Der Buddha hatte sehr viele verschiedene Schüler, die herausragend waren, in die ihre Art und auf verschiedenste Weise. Ich habe also über verschiedene Gebiete nachgedacht, die ich besprechen könnte hiermit. Und das ist die Art zunächst, wie er zu dieser Übung des Dharma kam. Und es heißt, dass Ananda herausragend war unter all den vielen Schülern von Buddha, dann ist die Art und Weise interessant. Und in der Theravada-Tradition heißt es dazu, dass Buddha und Ananda an demselben Tag geboren waren und beide im Shakya-Clan. Der Vater von Ananda war Amritodana und Buddhas Vater war Shuddhodana. In diesem Sinne waren sie beide, die beiden Väter, Brüder. Und bin nicht sicher, ob sie je dieselbe Mutter hatten, aber derselbe Vater. So waren sie beide Brüder. Und daraus folgt, dass Ananda und Buddha beide Vettern waren, der väterlichen Linie. Und beide sind in Kapilavastu aufgewachsen. In Pali heißt Kapilavastu. In gleicher Weise heißt es, dass Anandas Vater, Amritodana, auch der Vater von Aniruddha war, der größte war unter jenen, die mit einem göttlichen Auge versehen waren. Und insofern waren die beiden entweder volle Brüder oder Halbbrüder, Ananda und Anuruddha, sie hatten jedenfalls denselben Vater. So heißt es in der Theravada-Tradition, dass Anandas Bruder es gab da die nach Aufzählung entweder 8 oder 10 verschiedene, die ganz großartig waren in dieser Hellsicht, und der größte unter ihnen, der großartigste, war Anuruddha. Das war also die Theravada-Tradition. In der chinesischen Tradition heißt es, war Ananda der Sohn von Buddhas Onkel Shuklodana. Und der Tag, an dem er das Licht der Welt erblickte, war der Tag, an dem der Buddha sein vollkommenes Erwachen erlebte. Und der Grund, warum er den Namen Ananda, also allseits erfreulich, bekam, war, dass seine Geburt große Freude auslöste mit dem König, und all die anderen im Hofe waren hocherfreut. Es gab ein Fest. Und er hatte einen jüngeren Bruder,
nach dieser Erzählung Devadatta benannt. Sein Vertrauen, seine Hingabe war Anandas war wie der Vollmond, so makellos. Seine Augen waren schön wie Utpala-Blumen, so blau. Und er durchschritt die Bestwertung im Alter von 8 und eine volle Ordination als mit 4 Handlungen und Bitte. Unter den Schülern von Buddha war er der größte, der am meisten gelehrt war und hat dem Buddha als Begleiter 31 Jahre bedient, war auch sein Schatzmeister und hat alle Dharmas bewahrt, die der Buddha je gelehrt hat. In der Vinaya-Vastu-Tradition, aus der Mulavasavada der tibetischen Tradition, heißt es, der Buddha Sohn Rahula und Ananda am selben Tage geboren waren, als der Buddha mit dem Jahre 35. Lebensjahr erwachte. Und weil alle Verwandten zu jenem Zeitpunkt der Geburt von Ananda von großer Freude erfüllt waren, wurde er allseits erfreulich Ananda genannt. Und während der 6 Jahre, in dem der Buddha selber nach 6 Jahren erst nach Kapilavastu zurückkehrte nach seinem Erwachen, wo er also abwesend war und sich den Härten unterzog, waren alle in sehr großer Sorge und voller Gram und Kummer im Glauben, dass er gestorben sei, und übergroß war die Freude, als er dann wiederkam. Und das war auch der Zeitpunkt, an dem Ananda geboren wurde. Ein Tag, in dem alle voller Freude waren und deshalb dem Namen allseits Freude als die Kunde von dem Nicht-Gestorbensein des Buddha hörbar wurde. Und 6 Jahre nach seinem Erwachen kam er zurück an den Hof seines Vaters. Zu diesem Zeitpunkt war Ananda 6 Jahre alt und hat sich der Bestwertung unterzogen. Und von dem Bhikshu, der ihm die Mönchsgelübde verlieh, das war Dashabala Kashyapa. Wir müssten prüfen, ob Dashabala Kashyapa derselbe ist wie der später als Mahakashyapa bekannte. Als der Buddha schließlich das 60. Lebensjahr erreichte, wurde Ananda sein Diener oder sein Begleiter, bis der Buddha im Alter von 80 Jahren in Parinirvana ging. Das ist im Einklang mit der Mula-Sarvastivada-Tradition. Um euch noch ein genaueres Bild dazu geben, möchte ich einige Beispiele geben über die Shakya-Familie, so der Familienstammbaum dieser Shakya-Familie. Wenn ich das nur mündlich vortrage, dann gibt es vielleicht viele, die das nicht ganz sich so behalten können. Wenn man über die Shakya-Familie oder den Shakya-Clan zu sprechen wünscht, dann gibt es viele verschiedene Art und Weisen, wie in den verschiedenen Sutra-Texten dieser Clan und die Familienabstammungen, Beziehungen erklärt sind. Das war eine Zeit, wo der Dharma noch nicht in Tibet sich verbreitet, aber durchaus schon in China Einzug erhielt. Und da gibt es eben Jnana Guptas Geschichte, der die Agana Sutra in Chinesisch im 6. Jahrhundert übersetzt hat. Und da heißt es, dass in Jnana Guptas Erzählung, dass der Shakya-König Singhahanu 5 Kinder gehabt habe. Der älteste war Shododana, der wiederum 2 Söhne hatte, nämlich Prinz Siddhartha und Nanda. Siddhartha ist später der Buddha. Buddha selber hat dann einen eigenen Sohn gezeugt, Rahula. Der zweite Sohn dieser 5 war Shuklodana, von wem aus dann
Tishya und Bhadraka abstammen. Der dritte war Pranodana, der Vater von Anurodhana. Und dann ist da noch Amritodhana, der Vater war von Ananda und von Devadatta. Und dann noch ein Amrita, Tochter. So heißt es in dem Sutra der Bestwertung, dem Aganya Sutta im Chinesischen. Eine andere, leicht verschiedene Erklärung ist wahrscheinlich durch denselben Meister Jnana Gupta übersetzt in einer Übersetzung der Abhinishkramana Sutta. Abhinishkramana Sutta habe ich aus dem Chinesischen. Ich habe noch nicht die Zeit gehabt, sie ins Tibetische zu übersetzen. Da heißt es also, Shuddhodana war der Vater von Siddhartha und Nanda und Siddhartha wieder der Vater von Rahula. Dann zweiter ist Shuklodana, der Vater von Tisha und Bhadrakam und Dronodana, der Vater von Devadatta und Ananda. Das ist ein Unterschied. Und Amritodana, der Vater von Anuruddha und Mahanamam. Und dann Amritarasa, das ist wahrscheinlich die Tochter, die wiederum Vater von Tishya gewesen sein, Mutter von Tishya gewesen sein soll. So ein leicht verschieden. In der tibetischen Geschichte, die in dem 8. Jahrhundert von dem tibetischen Übersetzer Kawa Palsek übersetzt wurde, darin heißt es, dass der König Singhahanu 4 Söhne hatte. Shuddhodana, Shuklodana, Pranodana und Amritodana. Und dasselbe ist, dass Shuddhodana der Vater von Siddhartha und Nanda war, Siddhartha wieder der Vater von Rahula. Dass Shuklodana der Vater von Tishya und Bhadraka war und Dronodana war der Vater von Mahananam und Amirutta. Und Amritodana, der Vater wiederum von Ananda und Devadatta. Ja. In der chinesischen Geschichte der Shakya Familienstandsbaums übersetzt während der Tang-Dynastie heißt es, dass Shuddhodana der Vater von Siddhartha und Nanda war, Siddhartha wiederum Vater von Rahula, Shuklodana war der Vater von Ananda und Devadatta und Dronodana der Vater von Mahanamam und Aniruddha und Amritodana der Vater von Tishya und Bhadraka. Wenn wir auf das alles schauen, dann ist der Punkt, wo sie alle übereinstimmen, die verschiedenen Beschreibungen der Shakyakans schauen, dann ist der Übereinstimmung darin, dass der Vater von Buddha Ananda Shuddhodana war und Anandas Vater war Shuklodana oder Amritodana oder Dronodana. Einige sagen, Shuklodana war der Vater, einige sagen Amritodana oder Dronodana. Ich glaube, es sind mehr Texte, die sagen, dass Amritodana der Vater sei. Devadatta und Ananda werden von beiden, heißt es, außer in der Theravada-Diskussion, dass sie denselben Vater hatten. Dass Devadatta und Ananda denselben Vater gehabt haben, sagen die meisten Texte. In Theravada heißt es, dass sie Halbbrüder seien. Und die Frage war, wer ist älter oder jünger? Das ist also die Frage, die offene Frage, ob Ananda oder Devadatta der Ältere gewesen wäre.
Das ist vielleicht als eine gute Einführung in die Geschichte von Ananda. Wir wissen es normalerweise nicht genau, wenn wir uns an tibetische Tradition halten, was in den anderen Traditionen alles steht. Ich habe also hier verschiedene Themen zu der Lebensgeschichte von Ananda zusammengetragen. So, das erste hat damit zu tun, wie er dazu kam, Dharma zu üben. Das zweite ist, wie er als Begleiter oder Diener des Buddha wirkte. Der dritte ist seine Bekanntheit. Das werde nach der Reihe nach alle, die vortragen. Okay, ich habe bereits ein bisschen darüber gesprochen, wie er zum Dharma kam, zu seiner Bestwertung des Schritt. Und in der Theravada-Tradition, jetzt reden wir also über die Theravada-Tradition, heißt es, dass Ananda im Lebensjahre 37 er und seine Halbbrüder Aniruddha und Devadatta, die denselben Vater hatten, und viele andere Hochrangige aus dem Shakya-Clan sich entschlossen, dem Sangha beizutreten, der Gemeinschaft. Und sie empfingen die volle Ordination. Da war derjenige, der ihre Trainer war, der Kempo, Arhat Belatas Susa, und von welchem Ananda die volle Ordination empfing. Ananda zeichnete sich aus durch großen Fleiß. Und während der ersten Regenzeitklausur heißt es, dass er den Zustand des Stromeintretens erreichte. In seinem ersten Sommerretreat sozusagen. Später, als Ananda den Bhikshus darüber berichtete, sprach er, dass während seiner Übung des Dharma Punya Matanniputta von großer Hilfe war. Oder im Sanskrit Purna Maitrayaniputra. Punna war jemand, der die Aufgabe hatte, den neuen Bhikshus, den Jungen, Unterweisung zu geben und der auf eine äußerst tiefgründige Weise geschickt war, die Beziehung der 5 Erlebnismengen und der Idee eines persönlichen Selbst zu erklären. Und alleine durch das Hören dieser Unterweisung von Punna kam er zu einem tiefgründigen Verstehen von Unbeständigkeit, Leid, dem Fehlen von Selbst und den 5 Erlebnismengen. Und am Ende war sein Verständnis, Einsicht so gereift, dass er das Resultat als Stromeintreter erreichte. Er war selbst außerordentlich reich und wohlhabend in seiner Herkunft. Und nichtsdestotrotz war die neue Lebensweise als Bettelmönch, die von großer Zufriedenheit, und er verstand, dass er jetzt auf dem Pfad zur Freiheit eingetreten war und sah sich als außerordentlich vom Glück begünstigt. In dem ersten Jahr allein des Lebensstils als Bhikshu hatte er ausschließlich Interesse und Begeisterung an all den Methoden, sein eigenes Bewusstsein zu zähmen. Er hat also niemals irgendeine Schwierigkeit damit empfunden, in diesem monastischen Lebensstil zu folgen, nachdem er sich für die Bestwerdung entschloss. Und über 25 Jahre hinweg hat er sich darin geübt. Und das heißt, dass als er schließlich selbst des Buddha Begleiter oder Diener wurde, war sein
weiteres Reifen der Übung des Dharma ohne Unterlass, hat es niemals aufgegeben. Und vielleicht, wenn wir hier sagen, er hat also natürlich zu seiner eigenen Befreiung auch dem Buddha gedient. Er hat niemals eine Pause gemacht in seiner Übung und so weiter. Vielleicht ist es etwas eine Untertreibung, wenn man sagt, er war nur sein Diener oder sein Begleiter, aber er hat einige Worte hinterlassen, die seine eigene Entwicklung kennzeichnen. Diese Verse sagen zum Beispiel: Über die Länge von 25 Jahren hinweg habe ich in meinem Dharma mich kontinuierlich weiterentwickelt. Ich habe niemals gieriges Greifen nach Weltlichem empfunden und ich verstand die Grundnatur des echten Dharma. Oder über die 25 Jahre hinweg habe ich mich in meinem Dharma-Üben weiterentwickelt. Ich habe niemals einen Hass empfunden und verstand die Natur des echten Dharma. So, das heißt, über all die 25 Jahre hinweg, in all dieser Zeit war er jemand, der dem Buddha zu Diensten war und war jemand, der in einer Weise niemand anderes als jemand, der sich dem Pfad des Lernens verschrieben hatte, diese Übung aber weiter und weiter zur Reife brachte. Er hat in all der Zeit niemals Ärger oder Gier empfunden. Was soll das bedeuten? Das heißt, dass er letztendlich eine sehr tiefe, innige Beziehung zum Buddha hatte und dem Buddha selber aus tiefem Vertrauen und mit großer Herzenshingabe als Wegbegleiter zur Seite stand. Aber in all dem hat er niemals daraus einen persönlichen Nutzen abgezweigt, außer dass er darin eben persönliche Befreiung erlangen wollte. In gewisser Weise hat er sich als gewöhnlichen Mönch angesehen. Und das ist erstaunlich, denn man könnte ja denken können, wenn jemand über so lange Zeit mit dem Buddha selbst zu Diensten war, dass er denkt, oh, ich muss schon etwas Besonderes sein. Und vielleicht dann auch keine Zeit mehr zum eigenen Üben habe, oder er denkt, dass er so vom Glück begünstigt ist, dass ein Stolz und Hochmut sich entwickelt. Und dass man dann überhaupt keinerlei Interesse mehr an dem Üben des Dharma hat, keine Mühe mehr aufwendet. Und das alles war mit ihm nicht der Fall. Insofern war er, muss man doch denken, jemand, der es durchaus wert war, der Diener des Buddha zu sein. Niemand anders wäre in Frage gekommen. Und dann über seinen Ruhm zu sprechen, seine Bekanntheit. Das sind 3 Teile. Das erste war er die lebende Verkörperung des Dharma. Dass er zweitens keine Feinde hatte und dass drittens er ein Dharma-Schatzbewahrer war. Ich habe das so hier dargeboten, dass es ja wie eine lebendige Verkörperung von Dharma war, mit dem Versuch, es hier verständlich zu machen. Und das ist über die Qualitäten voneinander zu sprechen. Und er hatte, ich kann nicht hier alle Qualitäten benennen, aber einige. Und das erste wäre sozusagen, dass man ihn als eine lebendige Verkörperung des Dharma begreifen kann. Was soll das bedeuten? Das heißt, dass Ananda ein unglaublich hohes Niveau an Verstehen von Dharma entwickelt hatte. Und selbst der Buddha sprach über Ananda, dass Ananda, der lebende Dharma, das selbst sei in Fleisch und Blut. Und bei einer Gelegenheit, als ein Haushälter, ein Hausbewohner, Schüler des Buddha, ihn fragte, also ein Bürger, normaler Bürger, Schüler des Buddha, ihn fragte, nachdem ich hier mich verneigt habe zum Buddha und zum Sangha, wie kann ich mich zu Dharma verneigen? Und der Buddha sprach, damals gab es noch keine schriftlichen Zeugnisse von Dharma, so sagte, also wie konnte man sich vor Dharma verneigen? Und der Buddha sagte, damals gab es keine schriftlichen Aufzeichnungen von Dharma. Und
nichts, von dem man sich gegenständlich hätte verneigen können. Und so heißt es hier, dass der Buddha in dieser Situation, als die Frage aufkam, wie kann ich mich zu Dharma verneigen, du Kind guter Gesinnung, wenn du dich vor dem echten Dharma verneigen möchtest, dann solltest du dich vor dem Schatzhalter des echten Dharma, vor Ananda verneigen. Und weil der Buddha eine solche Hinweis gab, hat der Schüler des Buddha, der eben ein normaler Hausbewohner oder Bürger war, der Ananda selber eingeladen, ihm viele Geschenke überreicht und so weiter, darunter auch ein kostbares Stück Stoff, das Ananda dann einen Empfang nahm und Shariputra als Geschenk überließ. Und Shariputra wiederum hat es dann dem Buddha dargeboten, weil er eben, der Buddha, das größte Bezugspunkt für das Ansammeln von Gutartigkeit darstellt. Das heißt, dass der Buddha selber Ananda als die lebende Repräsentation des Dharma begriffen hat. Und bei einer anderen Gelegenheit heißt es, Ananda fragte den Buddha etwas und der Buddha ging hinaus und draußen sagte er, ich habe, glaube ich, hier meine Verbindung verloren. Ananda ging also hinaus und der Buddha antwortete. Der Buddha sagte dann, Ananda ist einfach dem ein Schüler, aber er ist vielleicht noch nicht einmal ein Arhat. Aber wenn man danach Ausschau halten wollte, ob da jemand wäre, der so viel Weisheit und Einsicht habe wie er, dann wäre es schwierig, jemand seinesgleichen zu finden. Und wurde er sehr, sehr bekannt und berühmt. Und wenn jemand bekannt und berühmt ist, dann gibt es normalerweise viele, die jemanden dies neiden, also eifersüchtig werden. Bei Ananda war sehr, sehr berühmt und man fragt sich Fragen, wer waren dann seine Feinde? Aber es hatte keine Feinde, niemand, der ihm das neidet. Und das ist außerordentlich selten, das ist ungewöhnlich, weil selbst der Buddha Feinde hatte, die ihm seine Berühmtheit neideten und darauf eifersüchtig waren. Und hatte so in dem Sinne Feinde, die ihm tatsächlich zu schaden wünschten. Aber Ananda hatte keine solche Feinde. Wenn sogar der Buddha Feinde hatte, wie kann es denn sein, dass selbst Ananda diesen glücklichen Umstand feiern konnte, selbst ohne Feinde zu sein? Und das ist mehr als nur ein Zufall. Das ist wahrscheinlich verbunden, dass er in seinen früheren Lebzeiten da Handlungen begangen hat, die jetzt dazu führten, dass er keine Feinde traf. Und seit dem Moment, wo er den Dharma-Weg betrat, hat er eine ganz klare Entscheidung. Er war nicht jemand, der wie wir manchmal nicht so richtig wissen, wo es lang geht und nicht darüber Klarheit haben, was jetzt da eigentlich der Punkt ist, sondern er war von Anfang an in großer Klarheit, um was der Hauptpunkt dabei war. Und es hat all dieses tiefe Verstehen zu seinem Ruhme beigetragen, was aber niemals dazu führte, dass er irgendeine Art von Hochmut, Übermut oder Stolz darüber entwickelte. Er war ohne Arroganz und Stolz. Und das ist das ist sicher ein Ergebnis auch seines Dharma-Verständnisses, dass er frei war von solchem Stolz und Übermut. Und denn Leute, die so normalerweise Stolz oder Arroganz zeigen, sind welche, die auch Feinde haben werden. Und wer weniger Stolz und Arroganz hat, hat weniger Feinde, die ihm diesen Erfolg neiden. Nun, in der Theravada-Tradition heißt es,
dass Aniruddha der Halbbruder von Ananda sei. Und er hat sein ganzes Leben ausschließlich in Dharma gewidmet, hat alle Verbindungen zur Welt abgeschnitten und sich von gesellschaftlichem Leben völlig zurückgezogen, in tiefer Sammlung verharrt. Und dann ist es einfach, keine Feinde zu haben. Das ist ja nicht erstaunlich, wenn jemand völlig in Abgeschiedenheit lebt, dass da keine Feinde auftreten. Anandas Lebenssituation war grundsätzlich im Gegenteil verschieden davon. Er war in der Mitte zwischen dem Buddha und seinen Schülern und war in all dieser Verbindungssituation war erjenige, der die Leute in Empfang nahm, die den Buddha sehen wünschten. Und das sind darunter auch viele Leute, die problematisch sind, vielleicht auch bösartig und verschiedene. Solche Leute haben leicht eine Haltung, die jemand anders als Feind und argwöhnisch als Feind und so weiter. Aber das Entscheidende war, dass Anandas Qualitäten, seine Vorzüge sich dahin erstreckten, dass er ohne irgendwelche speziellen Feinde oder Widersacher war. Das ist eine ganz besondere Qualität von Ananda, muss man sagen. Dann kommen wir zu einem ganz besonders wichtigen Qualitäten, dass er der Schatz des Hörens genannt wurde. In der Mahayana Mahaparinirvana Sutra heißt es, der Buddha selbst sagt, Ananda hat 8 unvorstellbare Qualitäten, unermessliche Qualitäten. Er sagte auch, dass Ananda der Schatzhalter des Hörens war. Und weil wir in erster Linie damit betraut sind, das erste Konzil zu klären, da könnte man vielleicht sagen, na ja, Mahayana Sutras sind damit ja gar nicht verbunden, aber und es wäre eigentlich nicht statthaft, hier in diesem Zusammenhang Mahayana Sutras zu zitieren, aber schließlich sind wir ja nicht in einer Situation, wo wir eine Klasse mit Schülern in einer Schule lehren, sondern unser Wunsch ist ja, das an Wissen herbeizuziehen, was tatsächlich unserem eigenen Gemüt am meisten hilfreich ist und was wichtig erscheint. Und vielleicht ist das, was wirklich wichtig ist für unsere eigene Entwicklung. Und es ist vielleicht ein guter Moment hier, über die 8 unermesslichen oder unvorstellbaren Qualitäten von Ananda zu sprechen, wie sie im Mahaparinirvana Sutra da selbst aufgezählt sind. Was es darin heißt, in erster Linie ist, als Buddha über Anandas Qualitäten zu sprechen kam, er hat die erste Qualität als das benannt, dass Ananda 20 Jahre lang damit betraut war, mir zu dienen, und er ist mir niemals in all dem wie ein Gast gefolgt. Und wenn ich also irgendwo selber eingeladen war, wenn also der Buddha irgendwo eingeladen war, dann wäre es vielleicht der Moment gewesen, wo Ananda da mitgegangen wäre, um auch einen guten Eindruck zu machen, aber das hat er niemals getan. Niemals ist er ihm also gefolgt in all diesen Situationen, um selber der Gast zu sein, wo der Buddha eigentlich eingeladen war. Das zweite Punkt ist, dass er in all den Jahren, seit er mir als Begleiter zur Seite stand, niemals meine alten Roben begehrt hat.
Er hat also, weil er mir in all den Jahren zu Diensten war, niemals meine alten Kleider begehrt. Das ist eine besondere andere Qualität. Und seit er mir zur Seite stand, hat er mich niemals zu einer Unzeit angesprochen. Niemals an einem unangemessenen Zeitpunkt mich aufgesucht. Nun ist ja schließlich Ananda als der persönliche Begleiter von Buddha in der Lage gewesen, Buddha jederzeit anzusprechen und aufzusuchen, was er aber niemals in all den Jahren getan habe. Und der vierte Punkt ist, dass er sagt, als seit Ananda mein Begleiter war, obwohl er nach wie vor Gemütsstörungen hat, ist er als mein Begleiter in Paläste und Harems und der höchsten Kasten gegangen und auch mit den, wo die Königinnen zugegen waren. In all diesen Zeiten, wo die äußerst hübschesten Frauen zu sehen kamen und die Mädchen, die Götter gleich waren und Nagas, hat er niemals darin Begehren entwickelt. 당연히는 즉 가르교연을 지셔서 네 양가를 지키는 진비슈이. Da war ein kleiner Fehler in der Tafel. Ich möchte es noch einmal zeigen. Das ist jetzt der richtige. Also, dass er selbst die schönsten Frauen gesehen habe und die Töchter von Göttern und Nagas und niemals Begehren empfand. Die fünfte Qualität, die zu nennen ist, das ist sehr wichtig. Eine seiner sehr wichtigen Qualitäten und Vorzüge war die, dass seit Ananda der Begleiter des Buddha war, hat er alle 12 Arten des Sutra auswendig gelernt, bloß beim einmaligen Hören. Also alle Unterweisungen, die der Buddha je gesagt hat, sie behalten hat durch allein einmaliges Hören und niemals dann hat Fragen stellen müssen, nachfragen müssen. Es war so, als ob man von einem Gefäß Wasser direkt in ein anderes hätte einfüllen können. So, als wenn man von einem Wassergefäß all das Wasser in ein anderes Gefäß umfüllt. So, all dieses Wasser aus dem einen geht in das andere über. So wie man einen USB-Stick in einen Computer hineinmacht und dann alles, den ganzen Inhalt davon in den Computer hinauflädt und dann in einen anderen solchen USB-Stick hinein. So, dass alle Dokumente und alles komplett darin übertragen und enthalten ist. So in der Weise, sagt der Buddha hier, ist der Buddha über ihn sagt, dass er selbst alles, was ich je gesagt habe, sofort behalten hat, ohne ein einziges Wort darin zu vergessen. Und in all dieser Zeit, wo er Wegbegleiter war, er hat nur einmal eine Frage gestellt, aber dann sofort die Antwort, die auf Dauer behalten. Niemals hat nochmal ein weiteres Mal darüber nachfragen müssen. Und die sechste Qualität nun ist, seit er nun mein Wegbegleiter geworden ist, sagt Buddha, obwohl er nicht die Weisheit hat, das Gemüt der anderen, den Geist der anderen zu lesen, weiß er deshalb nicht weiß, welche Art von Samadhi der Buddha gerade verweilt. Da gibt viele verschiedene Arten von Samadhi. Aber
weil in dem Sinne, dass er sein Begleiter war, obwohl er alle diese Hellsicht nicht hatte, um daraus zu entnehmen, welche Art von Samadhi der Buddha verweilte, dass er und dass er sagen konnte, dass er sofort wusste, wenn der Buddha in Samadhi verweilte, also um zu wissen, die 7. Qualität ist, dass er, obwohl er nicht er hat nicht die volle Weisheit hatte, all der Wünsche, hat er sofort gewusst, was der Buddha gesagt hat und was er damit gemeint hat. Und die 8. war, dass er die 7. war, dass er die verschiedenen Absichten der Lebewesen verstanden hat, was sie sagen wollten und was sie dann als Ergebnis davon erfahren, als Ergebnis von diesen Übungen, die Unterweisung und was später als einem göttlichen oder menschlichen Körper wiederkommen werden. Und die 8. Qualität ist, dass seit er dem Weg, wo das Buddha Wegbegleiter geworden ist, dass er dann alle Absichten, die Lehrabsicht des Buddha immer gewusst hat. Insofern sagt der Buddha, dass eben du Sohn der edler Gesinnung Bhikshu Ananda hat diese unbegreiflichen 8 Qualitäten. Insofern ist er ein Schatzhalter des Hörens. Und dann der nächste Punkt ist, dass sein Wegbegleiter sein des Buddha. Und hier ist es so, dass der Buddha eben als eine Besonderheit, die ihn auszeichnet, dass er eben so lange Zeit der Schüler war. Und Buddha hat ihn gepriesen als den Besten unter seinen solchen Begleitern. Und man muss sich vorstellen, dass, und wenn man hier sagt, Begleiter oder Diener und so weiter, und dann ist das nicht ausreichend, das zu beschreiben. Es muss ja jemand sein, der wie ein Sekretär oder auch ein Administrator wirkt. Er ist gewissermaßen der alle Sachen regeln muss. Und wenn jemand, wenn man sagt also einfach nur Diener, dann denkt man einfach immer, der nur als Bediensteter da ist mit einem niedrigen Status. Aber hier ist es eher nicht ganz klar, in welcher Weise Ananda die Beziehung des Buddha hat oder die Aktivität des Buddha hat regeln müssen. Jemand, der von kleingeistiger Natur wäre, der würde vielleicht die Aktivität des Buddha beschränken und darin eine Hinderung darstellen. Und wenn also der Diener jeweils, dann ist es so, als ob man den Guru selber in einen Dampfdrucktopf hineinsteckt. Und dann kann er darin nichts mehr anrichten. Und eines Tages wird dieser Dampfdrucktopf explodieren. In einer Hinsicht ist es so, als ob die ganze Verantwortung bei den Lamas oder bei den Tulkus liegt. Aber das ist nicht ganz richtig, sondern in anderer Hinsicht liegt da auch ein großer Teil der Verantwortung bei den Bediensteten, bei den Gehilfen. Also es ist wichtig, dass jemand, der von reinen Ansinnen ist und mit bester Absicht auch ein weitherzig, großherzig und großer Einsicht ist, sollten wir hier im Gedächtnis behalten, wenn wir also verstehen, dass Ananda in dieser Nähe des Buddha gewirkt und gedient hat. Insofern bekam er gewissermaßen fast ununterscheidbar von ihm. Und das möchten wir weiter darüber sprechen, über diese Art und Weise, wie er ihm zu Diensten war. Und das sind die 8 Bedingungen, die dazu führten, dass Ananda der Gehilfe oder der Begleiter des Buddha wurde. Und das war im Alter von Sangye Korangi Konaya Nine Mambo Chumbe Nanglo das Ananda, der
Begleiter des Buddha war. Nun hatte der Buddha bereits sehr viele Begleiter in der Vergangenheit. Und wenn man schaut, wie Ananda es gehandhabt hat, seit er mit dem Buddha zu Diensten war, dann von dem Alter von 55 Jahren des Buddha an, dann war er nicht nur einfach ein Diener, sondern er war gewissermaßen sein Sekretär, er war sein Gehilfe. Er ist auch der Schatzhalter oder der Administrator. Jemand, der gewissermaßen alles zu regeln hat. Und was immer man für einen Auftrag hat, diese Person kann es tun, kann es erledigen und ausführen. Jemand, der alles ausführen kann. Wenn wir also sagen, Diener, dann denkt man jemand niedrigen Ranges. Vielleicht so eine Empfindung, wenn man einen Diener spricht. Aber hier heißt es, dass er derjenige war, der die äußeren und inneren Angelegenheiten des Buddha zu regeln hat und auszuführen hat. Und hat dem Buddha selbst auch seine Meinung mit reiner Absicht angeboten. Und das zeigt in vieler Hinsicht, wie Buddha und Ananda sehr eng miteinander waren, manchmal als ununterscheidbar wahrgenommen wurden. Es ist in dem Sinne nicht gerechtfertigt, wie man sagt, er war nur der Diener. Er war nicht nur bloß der Diener, er hatte viele andere Qualitäten. Er war sein Gehilfe, sein Schatzhalter, sein Administrator, sein persönlicher Sekretär. Er hatte all diese vielfältigen Vorzüge und guten Eigenschaften. In der Theravada-Tradition heißt es, dass Buddha und Ananda am selben Tag geboren waren. Und einige sagen, dass er dann im Alter von 55 Jahren der Buddha eine Versammlung der Bhikshus einberief und zu verstehen gab, dass er in den letzten 55 Jahren, letzten 20 Jahren viele Begleiter oder Diener gehabt, aber niemand war richtig angemessen und dafür geeignet. Und ich habe jetzt das Alter von 55 Jahren erreicht und ich brauche jemanden, auf den ich mich wirklich verlassen kann. Zu diesem Zeitpunkt heißt es, dann gab es, und wer kann diese Aufgabe übernehmen? Und viele der umstehenden Schüler haben sofort gesagt, bereitwillig, ja, ich kann das tun, ich könnte das tun. So. Und nachdem sie all ihre Bereitschaft erklärt haben, hat der Buddha, Shariputra und Moggallana, wer immer, haben sofort ihre Bereitschaft erklärt. Buddha hat all diese Angebote nicht angenommen, was dazu führte, dass die älteren Bhikshus sich zusammenfanden und ihre Hoffnungen ineinander setzten. Und er ist jemand, der ist bescheiden und der kann in der Tat denken und der wäre vielleicht geeignet als der Wegbegleiter des Buddha. Und ich habe bereits vorher gesagt, dass da viele andere zuvor diese Aufgabe des Begleiters des Buddha übernommen haben, aber niemals der dauerhaft diese Funktion übernommen hat. Und wenn der Buddha sich auf den Weg machte, zum Bettelgang, dann seine Begleiter hatte, die seine Roben und seine Almosen dann getragen haben und so weiter. Viele Bhikshus hatten diese Funktion, ihn zu begleiten und ihm zu Hilfe zu sein. Aber da war anscheinend niemand, der sich da so besonders als geeignet erwiesen hat. Und da war zum Beispiel einmal der Nagasana,
war dabei, dem Buddha zu helfen. Und als sie an den Abzweig kamen, sagte der Buddha, wir können da nicht lang gehen. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Wir können hier nicht einfach geradeaus weitergehen. Aber der Diener hat dem nicht gefolgt und ist gerade einfach den Weg gegangen, den er für richtig hielt. Und auf dem Wege haben sie einen Räuber getroffen, der sie geschlagen hat und die Roben und die Bettelschale des Buddha weg mit fortnahm. So heißt es in der Theravada-Tradition. Eine andere Geschichte haben wir auch über die Bhikshuni, mit Namen. Was in der Mahaparinibbana Sutra enthalten ist, in tibetischen, aber auch in chinesischen Sutra-Texten erwähnt wird. In jedem Fall war dieser Bhikshu jemand, der dem Buddha zu Diensten war. War die Geschichte. Der Buddha hat gefragt, wer könnte der Hilfe sein? Alle haben Jagen hier geschrien, nur Ananda hat sich nicht geäußert. Und die Leute haben ihn gefragt, warum hast du nichts gesagt? Und dann er sagte, natürlich würde ich das gerne sein, aber ich habe nichts gesagt, weil der Buddha selber weiß schon, wer geeignet ist. Weil das keinen Unterschied macht, ob du sagst, ich will es werden oder ich will es nicht. Der Buddha weiß in seiner Hellsicht, wer der Geeignete ist und wer es wert ist. Und diese Person sollte es sein, wer immer den Buddha selber als dafür geeignet ansieht in seiner Weitsicht. Der Buddha sollte diese Entscheidung selber treffen, außer darüber hinaus habe ich doch nichts dazu zu sagen. Das war der Kommentar von Ananda. Danach sprach der Buddha, derjenige, der es wert ist und geeignet ist, wie mein Begleiter zu sein, ist Ananda. Und als Buddha dann diese Feststellung gab, dann waren alle damit zufrieden. Vorher war das so, dass alle, die sich darum gedrängelt hatten, wer es sein sollte, aber Ananda hatte, obwohl er so eine Gelegenheit geschätzt hätte und dann bekam, war er darüber nicht stolz und war über die empfangene Gelegenheit nicht eingebildet. Und fügte hinzu, wenn ich der Begleiter des Buddha sein soll, dann habe ich hier 8 Bedingungen, dass ich das tun werde. Und nur wenn ich diese 8 Bedingungen erfüllt bekomme, dann werde ich das akzeptieren. Was waren diese 8 Bedingungen? Und ich werde was diese 8 Bedingungen, die aneinander gestellt hat, damit er der Begleiter des Buddha sein kann, werde ich nach der Pause sprechen. Jetzt haben wir 30 Minuten Pause. Also, wenn wir hier die
Theravada-Tradition zugrunde legen, dann als die Bhikshus Ananda dann baten, ob er Buddhas Begleiter sein könne, habe er, so heißt es, 8 Bedingungen genannt, um diese Aufgabe zu übernehmen. Also der Voraussetzung, dass der Buddha diese 8 Bedingungen annehmen werde, dann sei es für ihn statthaft, sein Begleiter zu sein. Und diese 8 Bedingungen Anandas an Buddha waren, ich zeige sie hier auf der Tafel. Die ersten 4 dieser 8 Bedingungen sind Dinge, die nicht gestattet seien für Ananda, die der Buddha nicht tun sollte. Das erste war davon, der Buddha sollte Ananda seine Roben nicht geben. Die Roben, die dem Buddha geschenkt waren und die er benutzt hat, soll er nicht an Ananda geben. Dann in der gleichen Weise soll das, was dem Buddha als Almosen an Essen zur Verfügung gestellt sei, nicht miteinander teilen. Und drittens, wenn da auch Behausungen zur Verfügung gestellt seien, die dem Buddha als Gabe geschenkt, dann die nicht für Ananda als Einladung verstanden seien. Und wenn dann eine Einladung ausgesprochen wäre von individuellen Privatpersonen, dass der Buddha Dharma lehre und dann bei der Gelegenheit Geschenke überreicht werden, dass dann Ananda nicht entlang mit ihm zusammen dorthin in der Gefolge auftreten müsse. Das waren die 4 Dinge, die er gefordert hat, dass der Buddha nicht tun dürfe. Und dann kommen 4 Bedingungen, die erlaubt seien, gewissermaßen zu sagen, bitte 4 Dinge bitte tu nicht und 4 Dinge bitte tu. Wenn Ananda selber eingeladen sei, um Geschenke anzunehmen, dass es auch okay wäre, den Buddha dort mit hinzunehmen. Die Nummer 6 wäre, wenn jemand als Reisender von weit weg hergekommen sei, dass dann Ananda in der Lage sein müsse, ihn zu willkommen zu heißen und ihm eine Gelegenheit für eine Audienz bei dem Buddha zu arrangieren. Und das 7. war, wenn Ananda selber eine Frage im Hinblick auf den echten Dharma bezogen habe, dass er jederzeit die Möglichkeit habe, dem Buddha diese Frage zu stellen. Also nicht dass er die Gelegenheit habe, zu jeder Zeit, also nicht zu bestimmten Zeiten nicht und zu anderen doch, sondern jederzeit die Gelegenheit dazu habe. Und Nummer 8, wenn dann irgendeine Gelegenheit war, wo der Buddha Dharma gelehrt habe und Ananda war dabei nicht anwesend, dass dann der Buddha diesen Dharma zu Ananda wiederholen werde. Unter dieser Voraussetzung der 8 Bedingungen, sagt Ananda, wäre er bereit, die Rolle des Gehilfen oder Dieners zu übernehmen. Wir könnten durchaus über solche Bedingungen nachdenken. Wenn also alle ihn fragen, Ananda, kannst du der Gehilfe vom Buddha sein? Anstatt dass er sofort einwilligt, spricht er Bedingungen aus. Wenn das passiert, dann soll dies nicht geschehen, und wenn das andere passiert, dann soll das andere möglich sein. Ist das etwa vielleicht sogar unangemessen oder nicht respektvoll, wenn er solche Bedingungen stellt? Aber Ananda hatte sehr gute Gründe, solche 8 Bedingungen zu nennen. Der erste Grund war weil er durch diese Rolle des Dieners sehr, sehr eng mit dem Buddha zusammen sei. Und wenn er so dicht mit dem Buddha zusammen ist, könnten Leute auf den Gedanken kommen, dass er dann dort all die Vorzüge genießen könne, nämlich die ganzen Geschenke bekäme, die auch der Buddha bekommt. Und deswegen sind die ersten 4
Bedingung dafür gedacht, dass er dann nicht in diesen Vorzug, in diese Rolle kommt, als verrufen zu werden, als dass er Vorzüge sich aneignet. Und die zweiten 4 Bedingungen sind darin, dass wenn er die Möglichkeit hat, schon so in der Nähe des Buddhas zu Diensten zu sein, dass er dann alle Interesse an Dharma üben verliere und das aber dem nicht der Fall sein, damit das nicht geschehe, damit dieser falsche Eindruck nicht entstünde, habe er diese zweite Gruppe von 4 Bedingungen formuliert. Das ist in der Theravada-Tradition so benannt. In den Vinaya-Texten heißt es, in der chinesischen Tradition, in der mittleren Ausführung, in der chinesischen Übersetzung, dass Ananda 3 verschiedene Bedingungen hat. Die sind natürlich einfach. Die erste Bedingung war, dass er die Roben, die der Buddha getragen hat, die alten Roben, dass er die bitte nicht, gib sie nicht bitte zu mir. Die zweite Bedingung war, wenn der Buddha irgendwo eingeladen wird zu einem von Einzelnen, von einer Privatperson mit Geschenken bedacht, das bitte nimm mich dann nicht mit hin. Und der dritte, wenn nicht der Diener das bittet, dann gib mir die Gelegenheit, dass ich den Buddha jederzeit aufsuchen kann. Das auch nach der chinesischen Tradition 3 Bedingungen, etwas verschieden von der Theravada-Tradition. Obwohl die Grundbedeutung, das durchkommt, das ist einfach eine andere Aufzählung oder eine Wortfindung, aber von der Grundbedeutung dasselbe. In jedem Fall, als der Buddha diese Bedingungen vernahm und er verstand, dass sie alle im Einklang mit dem Dharma waren, hat er sie akzeptiert und all die Verantwortung, dem Buddha zu Diensten zu sein, fiel dann damit auf Ananda und 25 Jahre lang habe er diese Aufgabe wahrgenommen. So heißt es in der Theravada-Tradition. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass er dem Buddha wie ein Schatten gefolgt sei. So heißt es. Da ist ein Text, die Verse der Älteren, in der Thera-Gata genannt, in der Theravada-Schule. In diesen sind da 3 Verse darin, die davon künden, wie er dem Buddha zu Diensten war im Rahmen der vielen Jahre. Und das ist jetzt ja der Versuch, eine sehr grobe Übersetzung davon anzubieten. Ich sagte, ich habe dem Buddha für 25 Jahre gedient und ich diente ihm mit tiefer Hingabe und liebevoller Fürsorge und sowohl in meinen Handlungen wie in meiner Sprache. Und ich habe dem Buddha in dieser Weise gedient und ich habe ihn begleitet, so ununterscheidbar wie ein Schatten dem Körper folgt. Wenn man nun darauf schaut, der Buddha als so großartiges Wesen in dieser Welt, dann braucht er jemand in seiner Nähe, der verstehen konnte, was er vorhat, was seine Absicht war. Es ist sehr schwierig, so jemand zu finden. Es hat viele Lamas, die große Gelehrten sind und großartige Wesen, aber in ihrer Gegenwart sehr wenige, die dann verstehen können, was die eigentlich wollen und was ihre Absicht ist. So Ananda war in der Lage, die Absicht des Buddha zu erspüren und wurde in diesem Hinsicht Buddhas bester Freund. Über lange Zeit hinweg hat er mit aufrichtiger Umsicht ihm versorgt, zum Beispiel morgens war das Erste, was Ananda tat, frisches Wasser zu finden, und das ist nicht wie heute, wo man einfach dann in den Wasserhahn geht, sondern man musste irgendwo hingehen und Wasser besorgen und dann dem Buddhas Gesicht waschen, und dann gibt es in der indischen Tradition diese Zahnstocher. Sie hatten also keine Zahnbürsten, aber sie hatten also Zahnhölzer, die man kauen musste und so weiter, und hatte dem Buddha geholfen, seine Zähne zu reinigen, und in der gleichen Weise hat er dem Buddha einen Sitz bereitet, seine Füße gewaschen, seinen Rücken massiert und ihm Kühlung zugefächelt.
wenn da heiße Umgebung war oder das Wetter da heiß, dass er mit einem Fächer ihm Kühlung kommen ließ. Und auch all die Reinigung, das Waschen der Kleidung und die Gegend in Ordnung zu halten und die Roben zu nähen. Ananda war derjenige, der die Roben des Buddhas zusammengenäht hat. Und ich habe es in irgendeinem Text gesehen, ich weiß nicht, ob es im Tibetischen oder im Chinesischen war, darin, ich habe so viele Texte geschaut, dass ich manchmal nicht mehr weiß, wo tatsächlich etwas war. Ob ich es in einem tibetischen oder einem chinesischen Text war, jedenfalls war da ein Text, das heißt, dass Ananda ein guter Schneider gewesen sei, der konnte sehr gut Dinge zusammennähen. Also wenn es darum ging, dass der Buddha eine Robe genäht bekommen musste, dann war es Ananda, der dies zu tun hat. Und auch in der Nacht war er in der Nähe des Buddha. Er musste in der Nähe des Buddha schlafen, denn wenn der Buddha ihn riefe, dass er sofort bereit und zugegen sei. Das heißt, dass der 16. Karmapa einen Bettmeister, wie man es heißt, oder einen Schlafraummeister, der jedenfalls seinen Raum zu versorgen hat. 16. Karmapa. Am Abend sich entschloss, sich niederzulegen. Dann hat er niemals seinen Gürtel geöffnet. Und dieser Mönch, hat sich niemals ausgezogen, hat niemals seinen Gürtel gelockert. In dem Augenblick, wo der 16. Karmapa kam, konnte er sofort aufspringen. Er war sofort bereit. Und so Ananda war auch jemand, der sofort bereit war, wenn der Buddha in irgendeiner Weise nach ihm rief. Und wenn sie zum Beispiel auch zu einem Treffen oder in einen Tempel gingen, oder die Bhikshus zusammengerufen werden mussten, um da eine gemeinsame Handlung durchzuführen, eine Entscheidung zu treffen, dann war Ananda vom Buddha beauftragt, diese vorzubereiten und musste darauf achten, dass nichts zurückblieb, wenn sie für solche Gelegenheiten sich begaben. Und er war auch derjenige, der die Ankündigung machen musste für solche Versammlungen. Manchmal hat er dafür bis Mitternacht all sie zusammenrufen müssen. Ananda war derjenige, der, was immer der Buddha zu irgendeinem Zeitpunkt auch als Auftrag zu vergeben hatte, diese auszuführen. Das war seine Verantwortung, auch obendrein dem Buddha Heilmittel anzubieten. Eines Tages war da ein Bhikshu, der sehr schwer krank war und die Gemeinschaft hatte ihn einfach zurückgelassen und sich nicht um ihn gekümmert, sodass der Buddha und Ananda, dessen Gewahr, sich dorthin begaben und haben dann darin zusammengearbeitet, den Patient zu baden und ihn zu einem guten Ort der medizinischen Versorgung zu bringen. Heutzutage würden wir das sagen, das ist sozusagen ein Heilbad oder es ist ein Wellnesspark und so weiter. Jedenfalls waren sie diejenigen, die den Patienten dort dann hingetragen haben, dass er dort eine Fürsorge empfangen konnte. Und so hat Ananda jeden Tag in all diesen Zeit sich damit befasst, die inneren und äußeren Aktivitäten des Buddha zu unterstützen. Er war gewissermaßen der Innen- und Außenminister zugleich oder war wie eine gute Mutter oder eine gute Ehefrau, die jederzeit zugegen war, um zu helfen. Und es heißt, dass er in der Familienlinie sein älterer Vetter oder Neffe war, aber
in einer Dharma-Hinsicht war jemand, der ihm mit aufrichtiger Weise zur Seite stand und versorgte. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, wie ich bereits angekündigt habe, wie 다 류데 주머시도 저거 사리 쉬시미지 다 지제라 상계다 만소와르가 삼바도 ich habe hier, das sind die Punkte, ja, das habe ich eben behandelt, dass er wie ein Schatten ihm war für den, der dem Buddha folgte. Und dann der nächste Punkt ist, dass er eine Brücke darstellt zwischen der Öffentlichkeit und dem Buddha. Das heißt, dass es viele Tausende von Bhikshus gegeben habe zu dieser Zeit und Ananda war die Person, die die Verbindung zwischen dem Buddha und all der anderen Gemeinschaft der Bhikshus herstellte oder auch andere, die nicht dieser Gemeinschaft angehörten, dann zuweilen zu Besuch kamen und die Verbindungen zu arrangieren, die Treffen einzuberufen, war Anandas Aufgabe. Er war gewissermaßen ein bester persönlicher Gehilfe oder Sekretär für den Buddha. In gleicher Weise, wenn es Schwierigkeiten gab, dann war er derjenige, der aushalf, die zu schlichten. Als Shariputra und Maudgalyayana verschiedene Probleme im Sangha versucht haben, mit vielen Mitteln zu lösen und aufzulösen. Zum Beispiel gab es einen Streit zwischen Bhikshus in Kaushambi oder als Devadatta versucht hat, einen solchen Streit anzuzetteln, und was dann letztlich zu einer Spaltung geführt hat. Zu dieser Zeit waren die meisten Bhikshus sich Devadatta angeschlossen und Maudgalyayana und Shariputra haben es auf viele Weise versucht, diesen Streit zu schlichten. Und Ananda war dann die Person, die anderer Zweifel zerstreuen half und dabei half, die Regeln, das geregelte Leben des Sangha wiederherzustellen. Und wenn er innerhalb der Gemeinschaft tätig war, war er immer unparteiisch. Er war einfach der unbeteiligte Beobachter, der niemals eine bestimmte Partei nahm. Und wenn Bhikshus kamen, um den Buddha zu treffen, dann war er derjenige, der ihnen die Gelegenheit dazu verschaffte. Er war gewissermaßen sein persönlicher Sekretär. Und auch wenn es darum ging, die Anweisung des Buddha den anderen Bhikshus mitzuteilen, dann war es seine Aufgabe, diese weiter zu verkünden. Und insofern hat er eine große Verantwortung in all dem. Er war derjenige, der dieses Buddha Beziehung zu der Gemeinschaft regelte. Und war in allem damit befasst, sein Bestes zu geben, um all dies zu ermöglichen und niemals irgendetwas abzublocken oder zu verhindern. Das zeigt auf eine andere Weise, wie Ananda dem Buddha in sehr guter Weise zu Hilfe und Diensten war. Der nächste Punkt ist, dass Ananda in all dem die Bereitschaft hatte, sich selber dafür aufzuopfern. Ananda hat eine große Bereitschaft und eine große Liebe dafür, sich auch selber dafür aufzuopfern. Zum Beispiel als Devadatta einen wilden, verrückten Elefanten losließ, um dem Buddha zu schaden. Also einen ungezähmten, wilden Elefanten losband, um ihn auf den Buddha zu hetzen, mit der Absicht, den Buddha zu töten dadurch. Zu diesem Moment hat Ananda, ohne auf sein eigenes Leben Rücksicht zu nehmen, sich vor den Buddha gestellt. Und wenn es sein eigenes Leben hätte kosten müssen, hätte er alles getan, um den Buddha zu schützen. Und der Buddha hat dreimal an dieser Stelle gesagt, komm zurück, mach das nicht. Aber Ananda hat dem nicht gefolgt und
erst als dann der Buddha selbst durch seine eigenen Wunderfähigkeiten den Elefanten zu zähmen konnte, hat dann Ananda nachgelassen, sich selber dafür aufzuopfern. Von seiner eigenen Seite her war Anandas Entschluss völlig klar, dass er bereit war, sich selber zu opfern, um den Buddha zu schützen. Weil er in dieser Weise tätig war, wurde sein Ruhm, Anandas Ruhm, sogar noch größer. Er stand in hohem Ansehen für dieses sein Handeln. Und Buddha selber hat es den anderen Bhikshus erklärt, dass Ananda nicht nur in diesem Leben so gehandelt habe, um ihn zu schützen, sondern in früheren Lebzeiten schon viele Male in dieser Weise ihn geschützt habe. Was zeigt das? Was sehen wir darin, dass Anandas Charakter, seine ganze Qualitäten von dieser Art waren, dass die Verbindung zwischen Buddha und Ananda eine lange gehegte Verbindung über viele Lebenszeiten hinweg darstellt. Der nächste Punkt hier ist Anandas Haltung Frauen gegenüber. Ich muss nicht über all das im Detail sprechen, aber das meiste werdet ihr bereits wissen. Ananda hat eine besondere Beziehung zu Frauen. Zum Beispiel als Frauen ordiniert wurden, dann hat Ananda sie darin unterstützt, dass das überhaupt möglich wurde, genehmigt wurde. Er hat also eine große Rolle gespielt darin, dass überhaupt die Bhikshuni-Gemeinschaft sich formieren konnte. Und er war von Natur aus sehr liebensvoll und sehr fürsorglich in allem. Und da irgendjemand, also er war jemand, der sich besonders auch um die Bhikshunis gekümmert hat. Oder wenn irgendjemand überhaupt Schwierigkeiten hatte, dann hatte er eine Weise, da hilfreich zu sein. So hat er aber eine besondere Weise auch mit Frauen umzugehen. Das hat ihm aber auch einige Probleme bereitet. Viele Geschichten sind dazu, die man nennen könnte. Ich werde da nicht alle nennen. Ich möchte es nicht alle Details gehen, aber vielleicht an dieser Stelle es beschließen. Ich denke, vielleicht seid ihr auch erschöpft und dann seid ihr vielleicht auch dankbar, heute etwas früher ins Bett gehen zu können. Also vielen Dank.